Hallo zusammen und herzlich willkommen bei der Kleinen mit der großen Klappe. Mein Name ist Sam Jimmy Joe und es freut mich natürlich, dass du heute wieder einschaltest. Ja, um was geht es heute? Es geht um eine Sendung, die ich eigentlich recht lange nicht habe angeschaut habe, beziehungsweise immer so ein bisschen ignoriert auf TikTok die ganze Zeit Videos davon habe gesehen, aber nie richtig auf dem Schirm gehabt. Zweimal habe ich vielleicht in eine Folge reingeschaut, aber auch nicht wirklich durchgeschaut. Jetzt aber, bei der neuesten Staffel, habe ich gedacht, ich gehe mal wirklich rein und schaue mir die ganze Staffel an. Und das ist LOL. Last One Laughing. Last One Laughing ist, ich glaube, ich habe schon mal in einem Podcast kurz darüber geredet, eigentlich Erfindung aus den Staaten oder von Australien, auf jeden Fall von Amazon produziert. Deswegen ist es auch bei Amazon Prime. Und ja, es handelt sich dabei um eine Sendung, so ähnlich wie Big Brother, also mehrere Leute sind dort gleichzeitig in einem Raum und das Ziel ist, nicht zu lachen. Das heisst, über 6 Stunden müssen die Mitglieder, also die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dort in diesem Raum verbringen. Dürfen natürlich immer Shows, also immer Comedy-Nummern aufführen, spontane Comedy-Nummern zum Teil, wo in dem Sinne nachher die anderen sollten zum Lachen bringen. Und ich bin eher ein Typ, der heutzutage nicht mehr so wirklich viel auf Comedy auf den Zug aufspringt, wo ich muss sagen, okay, das ist jetzt wirklich lustig gewesen. Aber gleich hat es bei LOL Momente gegeben, wo ich dachte, okay, das ist jetzt sehr gut gewesen. Das ist jetzt wirklich ein sehr guter Beitrag gewesen vom Endkomiker oder von der Endkomikerin, Comedians. Aber es ist natürlich auch klar zu erwähnen, dass hier nicht gleich Australien oder auch Japan ist, weil in Japan hat es bereits auch schon Ausgaben gegeben, wo dann zuletzt alle ohne Kleider dort sind gestanden und mit einem riesen Gummiteil auf dem Kopf wieder reinkommen. Gemäss dem Bully Herbig, wo ja bei Hazel Brugger und ihrem Mann Thomas zu Gast war und dort eben gesagt, was die Unterschiede sind. Und was ich auch nicht gewusst und was ich aber sehr gut finde, ist, dass bei der deutschen Ausgabe, bei LOL, dort, wenn du das Preisgeld gewünscht oder wenn du allgemein gewünscht, behaltest du das Preisgeld nicht selber, sondern das Preisgeld wird nachher verwendet für einen guten Zweck. Im Vergleich Australien, so wie auch Japan, so wie der Bulli erzählt hat, dort behalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Geld selber. Das hat natürlich zur Folge, dass du ganz anders sehr wahrscheinlich in das Game reingehst. Bedeutet, dass du viel mehr halt die eher, sage ich jetzt mal, dreckigere Variante wählst von Comedy, wo wirklich alles ist, dass du gewünscht, im Vergleich zu einer Comedy, zu einer Comedy-Darbietung, wie jetzt eben bei LOL, wo du ohne Problem auch nebendran deine Kinder könntest haben. Also auf jeden Fall 12-Jährige sicher. Also das ist gar kein Problem. Weiter unten checkt das Kind sehr wahrscheinlich auch noch nicht. Aber auf jeden Fall ist es möglich bei der deutschen Ausgabe, dass du ohne Problem Kind könntest nebendran bei dir auf dem Sofa und die Sendung schauen und nicht müsstest Angst haben, dass irgendwie dann plötzlich da vulgär wird werden oder dass man fragt, was ist das? Klar, bei diesen Sachen vielleicht schon, aber der Großteil würde ich jetzt mal sagen, geht da sicher nicht rein. Und jetzt kommen natürlich viele Blätter, sage ich jetzt mal, die es ein bisschen auseinander haben genommen oder die sagen, ja, wir sollten dieses und jenes ein bisschen verändern. Zum Beispiel Movie Pilot hat geschrieben, dass es drei verschiedene Sachen gibt, wo LOL sollte ändern. Und es war nur noch anstrengend nach ihnen, aber also was man auch schon mal weiss oder was auch schon mal der Bulli bekannt gegeben hat, ist,
das Folgende, dass Comedians vorher nicht haben gewusst, dass sie teilnehmen. Also, sie haben schon gewusst, dass sie selber teilnehmen, aber sie haben nicht gewusst, wer im Grunde genommen nachher noch an dieser Show wird teilnehmen. Also, die Hazel Brugger hat zum Beispiel auch nicht gewusst, dass der Kurt Krömer noch teilnimmt oder dass die Martina Hill noch wird teilnehmen. Also, das ist in dem Sinn dort das Ziel vom Bully, dass er möglichst nicht will, dass die Kandidatinnen und Kandidaten vorher überhaupt sich in der Lobby sehen oder eben, wo sie dann halt auch einquartiert sind oder sich können treffen können. Das auf jeden Fall nicht. Und das finde ich natürlich sehr gut, dass das nicht vorher schon bereits aufkommt. Dass man wirklich weiss, ist echt der Comedian oder ist die Comedian dort und die sehr gut sind oder die. Und das macht es natürlich schon interessant. Und Movie Pilot hat jetzt gesagt, dass zum Beispiel der Bully auch mal leiden sollte, weil wenn man natürlich die Show schon ein bisschen kennt, der Bully der kann sich zum Teil wirklich nicht mehr zurückhalten. Der geht in so viel Lachflash rein, dass das gibt es glaube ich irgendwie nur dort. Aber ich verstehe es natürlich. Oder dann sagt man soll nur mit einem Leben reingehen, weil du musst verstehen, wer LOL noch nie gesehen hat, du hast immer 2 Leben. Und wenn du eine lachst, sogar, was ich erst jetzt bei Staffel 4 habe gecheckt, bei Staffel 4, es ist sogar schon verboten, dass du deine Lippen, also deine Maulecken, dort deine Lachmuskeln, dass du die schon bereits hochziehst. Also nicht einmal so ein Lächeln gegen hoch ist in dem Sinn erlaubt. Klar, wenn natürlich jemand lacht, dann sieht man es und hört man es je nachdem auch. Aber wenn natürlich jemand nicht einmal den Maulecken darf bewegen, dann ist es schon hart. Weil ich meine, wie manchmal haben wir schon das so in uns reingelacht und nachher sind die Maulecken automatisch hochgegangen. Zum Beispiel bei Schadenfreude passiert mir sehr oft. Asche auf mein Haupt, Entschuldigung. Aber dort sagt man zum Beispiel, ja, der Bully sollte auch mal teilnehmen. Und was haben sie noch geschrieben? Genau, sie sagen zum Beispiel, dass eben jetzt ist Martina Hill und Kurt Krömer sie ja nicht das erste Mal jetzt dabei gesehen bei Staffel 4, sowie auch der Max Giermann ist ja auch nicht das erste Mal dabei gesehen, wo ja mit seinen Parodien wirklich immer punkten kann, auch bei mir, also die sind wirklich gut, ob vom Jorge oder vom Klaus Kinski, also wer die Parodien noch nie gesehen oder vom Stefan Raab, die sind wirklich gut. Aber klar, es gibt natürlich halt Comedians, wo man weiss, die hat eine gewisse Fanbase, wo die Leute dann nachher halt auch einschalten. Weil ich glaube, sehr wahrscheinlich wäre jetzt nicht so eine grosse Zuschauerzahl, also es ist eine Mutmaßung von mir, es wäre sehr wahrscheinlich nicht so eine grosse Zuschauerzahl, wenn jetzt dort eher unbekanntere Leute würden mitmachen. Was ich aber klar auch würde begrüßen wäre, wenn eben wirklich bekanntere Gesichter dort wären, gemischt mit eher unbekannteren Gesichtern. Weil das hat im Grunde genommen nachher zur Folge, dass auch die unbekannteren Gesichter nachher mehr Audienz hätten. Das heisst, dass man nachher plötzlich weiss, aha, okay, den habe ich jetzt noch nie gesehen, aber der gibt es auch. Wie zum Beispiel die Jan van Weyden, der jetzt dabei ist gesehen. Und was ich halt dort plötzlich ein bisschen komisch habe gefunden, wo der Moritz Bleibtreu ist reingekommen. Klar, Schauspieler von Deutschland, dort gibt es ja viel, aber ich beschäftige mich viel zu wenig mit den Schauspielern von Deutschland. Entschuldigung, schon wieder, Asche auf mein Haupt. Aber der Moritz Bleibtreu, wo der ist reingekommen, ich muss sagen, ist der Comedian? Okay, also ich würde kein Programm von dem kennen. Hat man grundsätzlich auch ein bisschen gemerkt bei dem, was er hat aufgeführt hat. Bei dem Programm, das er nachher hat gemacht hat, habe ich sagen, okay, der ist eben weniger jetzt vorbereitet im Vergleich zu den anderen Comedians.
zum Beispiel auch der Joko Winterscheid ist in der Staffel 40 gesehen, wo ich mich auch schon wieder fragen musste, okay, wieso haben sie jetzt den eingeladen? Weil von dem wüsste ich auch nicht, dass der Comedian wäre von Beruf. Er ist Moderator, ganz klar, aber er ist einfach einer, der sehr viel lacht. Aber als Comedian würde ich ihn jetzt nicht in Erinnerung haben. Wieso kommen dann halt jetzt solche Leute, entweder eben Schauspieler und Moderatoren, werden, dass man eben auf unbekanntere Gesichter würde zählen oder entweder dort würde im Grunde genommen nachher setzen, wo nachher eben die Chance hätten, hey, jetzt wäre mal hier meine Bühne, wo ich mich mehreren Leuten, also in einem grösseren Publikum, könnte zuwenden. Das ist schon ein bisschen das, was ich mich gefragt habe. Und eben deswegen verstehe ich auch vom Movie Pilot, dass der Cast eben unbekanntere Gesichter müsste zeigen oder eben auf unbekanntere Gesichter müsste setzen. Da bin ich mit Movie Pilot im Grunde genommen schon einig. Klar hat auch der Bulli gesagt, im Podcast von der Hazel und dem Thomas, dass halt die Aufgabe auch da drin liegt, bei der Organisation, dass man Comedians hat, die sich kennen und die sich in dem Sinn auch gerne haben. Also du könntest jetzt nicht Comedians in den Raum hineinsetzen, wo du weißt, die zwei oder mehr, die mögen sich gar nicht. Das ist natürlich verständlich. Wo natürlich auch Movie Pilot hofft, dass mal Echtzeit, also ein Echtzeitkonzept kommt. So wirklich eben wie Big Brother. Das heisst, dass man wirklich live sieht, was da drinnen passiert. Weil es sind ja 6 Stunden aufgeteilt auf 6 Folgen und nachher eben alle Folgen aneinander sind etwa 3 Stunden. Also wirklich gerade die Hälfte. Also die Frage ist, was läuft dazwischen? Oder sind die einfach da drinnen? Und als ich das habe gelesen habe, dass das eigentlich so zusammengeschnitten ist, was ich auch gut finde, habe ich natürlich auch müssen sagen, ich verstehe es, warum dass dann plötzlich die Leute dort am Boden liegen und fast nicht mehr können. Weil 6 Stunden ist natürlich schon eine längere Zeit, wo du müsstest aushalten in so einem Raum mit anderen Leuten. Klar, eben, wo du musst gerne haben oder wo du dich gut verstehst. Weil lieber so etwas, weder Kampf der Reality Stars, wo jetzt wieder auf RTL 2 hat angefangen, oder einfach Reality Stars im TV um so viel Einschaltzeit, glaube ich, kämpfen wie möglich, bis eben der 50'000 Euro am Schluss, wo sie dann dürfen behalten, wo nicht an einen guten Zweck geht. Aber nebst ihrer Gage. Aber eben, es ist jetzt für mich eher das Bedürfnis, LOL zu schauen, wo ich weiss, da wird ich gut unterhalten. Wenn der Kampf der Reality Stars, wo ich weiss, okay, dort sehr wahrscheinlich wird die ein oder andere Zickerei jetzt gerade losgehen. Es wird sehr wahrscheinlich jetzt gerade explodieren. Ja, das sind einfach so die Unterschiede. Eben, deswegen, was hat Movie Pilot da zum Beispiel geschrieben, was sie gerne möchte geändert hat? Dass der Bulli kommt als erstes, dass auch auf unbekanntere Gesichter gesetzt wird, sowie eben auch, dass man ein Echtzeitkonzept würde machen. Und eben auch beim Echtzeitkonzept hat der Bulli auch das angesprochen im Podcast von der Hazel und von Thomas. Und er hat dort gesagt, das könntest du im Grunde genommen so gut wie gar nicht im Echtzeit drehen, weil das Problem ist in dem Sinn, dass die Comedians, die werden ja die ganze Zeit beobachtet, beziehungsweise muss man schauen, lachen die oder lachen die nicht. Und man sieht ja zum Teil gar nicht, ob wer jetzt so gelacht hat. Der Bulli geht einfach rein und sagt, du hast gelacht, also komm, ein Leben weniger oder der eben raus, wenn beide Leben verspielt sind. Aber probiert das mal eben live, beziehungsweise live, wo man sagt, hey, jetzt geht live einer wirklich raus, weil man live hat gesehen, dass er lacht.
Das wäre vielleicht sehr wahrscheinlich nur möglich für Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn man alle Leute, die dort drin sind, zur gleichen Zeit, ich weiß gar nicht mehr, eben, wie viel das da, ich glaube, 10 Köpfe sind aber drin, dass alle 10 Leute, wie eigentlich bei einem Videospiel, wo Splitscreen ist, also wo du unten vielleicht die Kompagnon siehst, die am Spielen ist, und oben siehst du die. Aber dann müssten in dem Sinn alle 10 Leute gleichzeitig zu sehen sein, für das man kann sagen, ah ja genau, ich habe es gesehen, der hat gelacht. Aber stell dir jetzt mal vor, du wärst vor einem Computer oder vor einem Fernsehen, schaust dir das und machst vielleicht noch etwas anderes, wie wir heutzutage sind. Aber du schaust das und sollst auf 10 Gesichter gleichzeitig schauen. Ich glaube, das gibt es etwa nur bei den Studiengängen, wenn sie FaceTime haben oder Zoom, wenn sie dort eben auch die anderen Gesichter sehen. Dann gibt es das vielleicht, dass du auf mehrere Gesichter musst schauen, aber es ist ja egal, ob du auf die Gesichter schaust oder nicht. Aber ich bin jetzt wirklich da einverstanden mit dem Bulli, das würde, glaube ich, wirklich nicht funktionieren. Wie es bei mir wünsche ich mir eine Ausgabe auch für die Schweiz. Ehrlich gesagt, jein. Weil die Schweiz hat sicher gute Comedians, aber da wird sehr wahrscheinlich auch genau das Gleiche auslaufen. Zumal es Amazon auch noch nicht bei uns in der Schweiz gibt, wohlverstanden. Aber 3 Plus und so klopfen sicher schon ein bisschen an die Tür und sagen, hey, Produktionsfirma, habe ich ja letztes Mal erklärt, so wird Geld verdient mit Produktionsfirmen, die eben die Sendungen machen. Aber sehr wahrscheinlich würde das heißen, dass immer ein Charles Nguela, immer ein Divertimento-Cast oder dass zum Beispiel auch Rob's Bands, dass immer genau diese Leute würden eingeladen werden. Und zum Beispiel einer, den ich sehr schätze in den letzten Monaten, Jahren, ich habe ihn erst so auf dem Schirm, ist der Hamza Raya. Weil der Hamza Raya gibt Leute mit Migrationshintergrund auch eine Bühne im Comedy-Business. Und klar, das ist eher ein bisschen der dreckige Humor, wenn man Hamza seinen Humor kennt. Aber er gibt in dem Sinn den Leuten auch eine Bühne. Aber ich glaube, eben jetzt würde so etwas im Fernsehen kommen, würde man sehr wahrscheinlich weniger, also es ist jetzt eine Mutmaßung, aber sehr wahrscheinlich, wenn man es ein bisschen kennt, würde man auch weniger auf Leute eben wie der Hamza Raya oder eben auch die er dort einladen, setzen, weder jetzt eben solche, die schon sehr viel Hallen und Kulturlokale haben bespielt und eben auch im Fernsehen vielleicht schon mal einen Auftritt hatten, dass man eher auf die würde setzen, vielleicht dann eben auch noch die Schauspielerinnen und Schauspieler einladen, weil man halt nicht so viele Comedians hat, beziehungsweise weil das Comedy, wie soll ich sagen, der Comedy-Bereich in der Schweiz ist noch viel zu klein, für dass man sagen kann, ja, wir haben wirklich so eine Comedy-Kultur wie auch im Deutschen. Ein gutes Beispiel kann ich euch hier ganz klar liefern. Kabarett-Tag Zolten. Kabarett-Tag Zolten habe ich nicht gekannt bis vor ein paar Jahren. Ich, der eigentlich ursprünglich aus der Region von Olten komme, habe Kabarett-Tag nicht gekannt. Und ich habe ja auch dort ein Zeitchen gearbeitet. Es war eine sehr schöne Zeit, sehr tolle Zeit, sehr schöne und gute Leute dort. Also mit sehr grossem Herz. Merci vielmals Kabarett-Tag. Merci auch an die Person, die es vorhin hat eingerichtet. Vielen herzlichen Dank. Liebe C.M, falls du meinen Podcast hörst und schaust. Vielen herzlichen Dank. Und eben, dort habe ich auch gemerkt, das Publikum ist entweder ein bisschen in der älteren Klasse, also so 40 aufwärts, oder wenn es jüngere sind, wären es mehr Leute, die sich halt auch gut damit auskennen oder zum Beispiel aus dem Poetry Slam kommen, aber nicht, es hat jetzt nicht wie bei den Comedians das jüngere Publikum von unter 18,
wo ja bei Comedians, also eben bei den Stand-Up-Comedians eher der Fall ist. Was ich auch ganz klar verstanden habe, Kabarett ist nicht gleich Comedy. Also es ist lustig, ganz klar, aber einer, der Stand-Up-Comedian macht, hat jetzt keine Chance an den Kabarett-Tag. Weil, was man ganz klar dort muss unterscheiden, Stand-Up-Comedian ist jemand, der auf die Bühne geht und sein Programm darbieten, das er vorher geschrieben hat. Und zum Beispiel der Luke Mockridge, der geht schon eher in den Bereich Kabarett. Ich glaube auch, Divertimento geht auch schon plus minus ein bisschen mehr Kabarett. Weil bei Kabarett ist es so, dass du je nachdem nicht nur Stand-Up-Comedian-Passagen drin hast, sondern dass du auch musikalische Passagen drin hast. Also jemand, der singen kann und lustig sein auf der Bühne mit den Witzen und Geschichten, die er erzählt, der ist Kabarett. Aber jemand, der einfach auf die Bühne geht und dort ein paar Witze erzählt, wie zum Beispiel bei Stadt, Land, Fluss, der wäre natürlich mehr Stand-Up-Comedian. Also zum Beispiel der Mike Müller. Der Mike Müller ist zum Beispiel einer gewesen, der auch schon bereits den Kabarettpreis hat gewonnen. Der Franz Hohler, der Massimo Rocchi, der dieses Jahr an Kabaretttag kommt, wo, wenn ich nicht so Probleme habe mit vielen Leuten, ganz klar auch dort die Veranstaltung hat besucht. Dann es gibt so viele eigentlich Leute, die eben das Künstlerische oder Wortgewandte können überbringen, wo der eben mehr Kabarett ist, wie der Stand-Up-Comedian. Also wenn du mal denkst, hey, ich möchte eigentlich ein Bühnenprogramm machen, dann setz eigentlich eher auf Kabarett, weder auf Stand-Up-Comedian. Wenn du kannst singen zum Beispiel, oder wenn du kannst Gedichte schreiben auf lustige und humorische Art und die eben an einem Poetry Slam auch könntest darbieten, dann wäre es natürlich etwas anderes. Also, wenn ihr euch allgemein eben interessiert für alte Kabarett-Tag, dann schaut mal bei Google. So. Und ich glaube, damit hätte ich heute genug geredet. Weil ich würde sagen, ich lasse euch jetzt wieder zurück in euer Leben. Danke euch vielmals, dass ihr mir wieder zugelassen habt. Und wie immer, eben, gibt es auch das ganze Video als Podcast. Der Podcast gibt es auch als Video, Entschuldigung, wo ihr auf YouTube, Sam Jimmy Joe, wie auch der Podcast, immer könntet nachschauen, wenn ihr gerne meine Visage wollt sehen. Von dem her, vielen herzlichen Dank, habt ihr wieder zugelassen und zugeschaut. Und wir sehen uns und wir hören uns beim nächsten Podcast wieder. Macht's gut. Euer Sam Jimmy Joe. Bis dann. Tschüss zusammen.